Ich hab gehört, da geht was. Wie schauen wir aus? So, halt verkürzt man einen Intro-Stream, ein Intro-Stream. Das war auch mal interessant, oder? 2 Stunden nur ein Startscreen laufen lassen. Das war, glaube ich, mal eine coole Idee, habe ich mir mal sagen lassen, Kappa. Halt verkürzt man den Intro-Start-Screen ein bisschen, weil wir ein wenig später dran haben, ja, aufgrund Real-Life-Stuffs. Habe die Ehre, Mr. Verb, Mr. Price, Mr. Cherry und der Herr Wadenbeißer, Mr. Wadenbeißer, auch wenn du Glatzen hast, da darfst du deswegen auch da bleiben. Ja, so ist es, wie der Mr. Price schon schreibt. Musst nicht gehen deswegen. Ja. Ich war schon, der Stachel der Niederlage sitzt noch tief in dir, das ist mir schon bewusst, aber du hast ja nicht gegen irgendwen verloren. Ja? Scheiß, Spaß beiseite. Mike, Wife, grüß euch. Da muss ja schon wieder was nachgewachsen sein, oder? Keine Ahnung, wenn der Mond zur falschen Stelle steht, dann ist das, glaube ich, da meine ich, ist das nicht so einfach. Ist das der Official Hackle to Your Face Stream? Ich meine, Mike, ich glaube, du bist nicht weit weg davon. Also, du könntest fast richtig sein, wenn du mich fragst. Ich sage jetzt einfach mal frech ja. Ich sage jetzt einfach mal ganz frech ja. Dass das der offizielle Hackle into Your Face Stream ist. Gibt schlimmere Titel, meine ich. Aber gut. Leute, sorry, dass ich ein wenig später dran bin. Ich hab kurzerhand meine Schwiegermam noch chauffieren müssen. Ja, die hat kein Auto nicht gehabt. Deswegen hat sich der Stream jetzt tatsächlich um eine gute halbe Stunde verschoben. Aber besser später live als gar nicht live. Ja, immerhin. Option habe ich dere. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, der hat man ja auch schon Feierabend, so wie das ausschaut. Wie geht's euch? Ist alles fit? Schmatzen wir noch genau 2 Minuten. Wie gesagt, wir haben tatsächlich ein bisschen später dran als gedacht. Deswegen werden wir halt straight schauen, dass wir into the action kommen. Dass wir noch ein paar Meter machen können. Ja? Streamer werde ich bis kurz vor 8, da jetzt einmal sagen. Damit ich noch ein bisschen Zeit habe, weil ich muss halt noch in die Nachtschicht. Ja, ich habe für den Rest der Woche Nachtschicht. Da meine ich, passt das. 2,5 Stunden, da sollte man schon ein wenig etwas weiterbringen. Hauptsache live bist. Der Mr. Verb, genauso sehe ich das auch. Ja? More Action, more gut. Ja, so ungefähr. Gut, noch kurze Sache. Ich glaube, die meisten von euch haben es mitgekriegt. Ich habe es auf Discord angekündigt. Wir werden kein Pokémon mehr spielen im Stream. Aus Gründen. Ja, ich spiele es nicht einmal mehr privat leider. Weil es mir einfach unfassbar ob ist, dass das so einen Stund überhaupt auf den Markt trotzen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Da sage ich vielleicht am Wochenende noch mal was dazu. Nur für die Leute, die es wie gesagt noch nicht mitgekriegt haben. Pokémon als Projekt ist raus. Ja? Nachfolgerprojekt steht aber schon. So ging aber noch nicht, was es ist. So geschert bin ich. Mr. Cherry, merci dir für deinen Resub im 3. Monat. Oh, ein Vierteljahr haben wir schon geschafft. Geht's jetzt zum 3-fachen Super Saiyan? Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir. Vielen lieben Dank. So, Freunde, genug geplappert. Jetzt wird's zerhackelt, habe ich mal gehört. Alle müssen probieren, wie weit das geht. Wie meinst? So. Da machen wir aus. So, warum ist da ein Seitenleisten? Verpiss dich. Ich brauche kein Seitenleisten. Seitenleisten ist für Uncoole. So. Oh, da stimmt, da ist meine Kamera, also, die müssen wir auch da um. Im Seitenverkehr bin ich auch noch. Frechheit. Eigentlich eine absolute Frechheit. Oh, das ist ein wenig groß, meine ich. Ein wenig kleiner, Mann. Ja, so, meine ich das nicht mehr. Ja, so groß muss mein kreislige Legend nicht sein. Es sollte 10 mehr vom Spiel haben und nicht von meinem Gesicht. Gut. Wir kleine Kinder Grenzen außer testen und das haben sie bei Pokémon auch da. Ganz ehrlich,
Jetzt habe ich einen Switch-Controller in der Hand. Warum habe ich jetzt einen Switch-Controller in der Hand? Weil bist du komplett behindert oder was? To be honest, um das abzuschließen, dabei einmal, ja, wir können da gerne noch mal irgendwann einen Real Talk machen drüber. Wir haben heute fix God of War da. Aber um das abschließend nochmal zu sagen, Schuid selber ist nicht Game Freak, also die Entwickler, Schuid ist Nintendo. Nintendo rusht eine Publisher unfassbar stark und die haben gesagt, hey, schnalzt uns einen Gen 9 Titel hin und der muss innerhalb von einem Jahr fertig sein und das Produkt, was man dann dafür kriegt, haben wir seit ein paar Tagen in die Hand und ich hoffe, dass Nintendo, und so schaut es auch aktuell aus, wenn man sich im Internet ein bisschen schlau macht, kriegt so einen unfassbar starken Shitstorm ab, was das angeht. Die Metacritics, die gehen brutal nach unten, also ich glaube, dass aktuelle Wertung hat von zwischen 60 und 70 lediglich nur noch. Und es laufen auch schon teilweise Rückrufaktionen, dass die Leute eher Geld zurückmengen. Und das ist berechtigt. So, mehr sage ich dazu nicht. Dabei einmal. Wie gesagt, machen wir irgendwann, das greifen wir noch mal auf, das Thema, wenn es wirklich ist, aber jetzt der wir hacken. Ja? Jetzt der wir mal hacken. Wir haben ja in Vanaheim Stäblem, ja? Das ist ja so eine bezaubernde Dschungelwelt. Die Freya, die Göttin, dessen Sohn wir auf dem Gewissen haben, gezwungenermaßen, war ja erst zintig auf uns, wollte uns eigentlich umlenken und jetzt ist dabei einmal temporär wieder auf unserer Seite. Wie lange sie nur auf unserer Seite ist oder beziehungsweise ob sie auf unserer Seite bleibt, das werden wir erfahren. Wir haben dann diese Gruppe da kennengelernt. Ja. Der Brock ist in seine Elemente, hat er Eudi kennengelernt. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz mitgekriegt, ob es nicht vielleicht sogar seine Schwester ist. Ich weiß es nicht. Oder ehemalige Geliebte, keine Ahnung. Und wir haben der Freya ihren Bruder kennengelernt, zumindest oberflächlich mal. Der heißt fast genauso, der heißt Freyr, also mit R hintaus, glaube ich, berichtigt es mir, wenn ich falsch bin. Und der Mimir hat scheinbar irgendeine Audienz mit ihm. Und währenddessen haben wir jetzt eine Mission, der Herbert hat das schon gesagt, die nächste Stunde soll ziemlich geil werden, also die Mission an und für sich soll ziemlich geil werden. Wir werden uns jetzt mit der Freya auf die Fersen von irgendwas machen. Zur Entspannung und zum Oberkämmer, der wir jetzt Leute sagen, genauso. Das ist die Wut auslassen in God of War hat noch nie geschaut, habe ich mal gehört. Ja, das ist eine zauberhafte Anti-Aggressionstherapie. Ja, sagen wir es einfach mal so. An dem bezaubernden Mittwochabend. Ich habe Rat, falls du ihn hören willst. Dann sprich. Diese Wut, die du auf deinen Bruder hast. Das haben wir letztes Mal noch gehört, da redet jetzt von Deimos. Du hast einen Bruder? Sein Name war Deimos. Als wir jung waren, entführten ihn 2 Götter wegen einer Prophezeiung. Die Götter meiner Heimat hinterließen kaum Überlebende. Und als ich erfuhr, dass er noch lebte, war es für eine Wiedergutmachung zu spät. Sein Zorn brachte ihn gegen mich auf. Aber ich habe nie aufgehört, meinen Bruder zu lieben. Du findest meine Wut irrational. Du kennst Freyr erst so kurz und stellst dich schon auf seine Seite? Ich stelle mich nicht an. Na, du äußerst dich nur zu einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. Def habe die Ehre und Lurk gleich Feierabend. Sehr schön, ich wünsche dir einen schönen Feierabend und schön, dass du bist und danke für den Lurk. Genau, Leute in der Mitte auseinanderhauen ist gut fürs Gemüt. Genauso nämlich, ja, es gibt nichts Besseres. So, da hinten ist unser Lager, okay. So, schauen wir mal. Ich höre da ständig, das war letztes Mal auch schon, da muss irgendwo aufsitzen. Ich weiß nicht, ob sie das im Stream hört, aber da tut die App sich die ganze Zeit wieder so Kapuziner auf. Ah, da oben, da schon her. Bist du auf? Ist die Frage. Wie jetzt? Ich kann keine Waffen nicht sehen? Okay, ich kann keine Waffen nicht sehen. Sehr gut. Rumhackeln beruhigt halt einfach. Ja. Da wird einem ganz warm ums Herz. Oh, was haben wir da? Was ist das? Das haben wir, glaube ich, schon einmal gesehen. Warte, haben wir nicht im Tempel von den Lichtalben auch so ein Ding gehabt? Aber da kann man halt da nichts. Also jetzt kann ich meine Hacke hernehmen, oder was? Ja, okay, da geht halt scheinbar nichts. Kann man die Affen kaputt machen? Ah, die kann man nicht oben, da kann man nicht hinwerfen, okay. So, Freya, wohin? Du sitzt oben auf dem Stangerl und schaust blöd. Oh. Oh, da ist ein Rabe Odins. Oh, schau. Alter, was war denn das gerade für ein Move?
Oha, okay, nice. Haben wir schon mal gesehen. Ich hätte auch gemeint. Schliffenes Metall. Kann man den Krug kaputt machen? Nicht. Na gut. Dann müssen wir jetzt schätzungsweise da unten lang. Geht nicht anders. Was ist deine Mission eigentlich jetzt da oben? Ah, du fliegst wieder mit, okay. Was war jetzt das? Irgendwer hat was kaputt geschossen. Ja, da geht's nicht um was sonst aber. Sag ich doch. Ah, stimmt, ja, da waren ja so Giftpflanzen, so verhurnagelte, die wo gerade drauf warten, dass man Schritts nachkommen. Richtig, stimmt. Der ist mir jetzt auch da. Schön, dass du auch da bist, Mozart. Habe die Ehre. Zwergenstahl. Ja, genau, das ist die Oschlochpalme oder die wo uns irgendwas ins Gesicht rotzen möchte, wenn wir jetzt nachkommen. Okay. Oh, ich vergessen. Sorry. Ja, ja, mach du dein Programmiersepp, das passt dem schon. Ich tue da aber übervorsichtig luren, ob man nicht irgendwo ein Secret übersehen. Ein Vergessener. Stimmt, die Gegner haben wir im ersten Teil schon mal gehabt. Die rotzen der irgendwas aus der Brust aus und dann muss das Ding da reinwerfen, so granatenmäßig. Nimm, was er fallen gelassen hat und wirf. Ja, ich bin ja nicht blöd, oder? Geht ja schon gut los. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der allein geblieben war. Oh ja, das ist ja richtig geil. Au. Ich bin aber gleich hin. Genau gesagt jetzt. Genau gesagt jetzt. Wenig Schaden macht er nicht. Kaltstellen und eintüten, also ungefähr. Der macht gut Damage, der Bruder. Okay, vielleicht schaut ob's da noch. Nimm, was er fallen gelassen hat und wirf. Au! Ja, nice.
Wenn er nicht nur aus Wurzeln Du war. hast schon gegen sie gekämpft, oder? Typisch. Eh klar. Baba Kubo, Habitere! Let's go, Baziman! Schön, dass du da bist. Was ist bei dir? So, da ist ein Verbundleder, zerbrochene Rune, Achsilber, okay. Eine Verbesserung für unsere Chaosklingen. Das ist natürlich, das nehmen wir. Bessere Chaosklingen haben mir ja gut. So, was ist das eigentlich? Kann man das kaputt machen? Alles fit außer Umzug. Ach du Scheiße. Steckst du schon quasi mittendrin, oder wie? Bei mir alles zauberhaft soweit. Gerade eben erst angefangen. Ein bisschen später als geplant. Und ja, sonst ist, kann man nicht beschweren. Kann man nicht beschweren auf jeden Fall. So, machen wir Loot. Wir müssen wahrscheinlich da aufwehen. Ach, da ist ein Seil, das heißt, da können wir dann irgendwann wieder ober. Okay. Ja, gut. Gerade so mittendrin statt nur dabei. Weiß, was du tust. Ja, dann Du hoffen wir spielst mit mal, meinem dass. Mitgefühl in der Hoffnung, dass ich dich Dann hoffen wir mal, dass alles glatt läuft bei dem Ich will Umzug. doch nur helfen. Die Fehler der Vergangenheit müssen nicht wiederholt werden. Ich muss nichts über deine Fehler hören. Ich habe selbst genug gemacht. Danke. Wie ist God of War für die bis jetzt? Absolutes Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Kann ich bisher wirklich nicht schimpfen. Also, wenn du einen Vorgänger Meng hast, dann wirst du den Teil auch sehr, sehr, sehr gern spielen. Gibt schlimmere Spiele auf jeden Fall. Also, du hast ja schon fertig. Ja, okay, gut, dann. Da ist eine Truhe, ich sag's ganz genau. So, wie kommt man da hin? Sagt es gleich, was es ist. Worauf? Da kommt man aber irgendwie um mich auf jeden Fall. Ja, das. Ah, was kann man da? Kann man da? Mal schauen. Ah, da kann man nicht um, oder? Ah, das geht nicht. Okay. Ja, vielleicht, man, da kann man das System austribbeln. Warte mal, geht das von der Rund vielleicht irgendwie? Okay, entschieden nicht. Ein paar 8-Stunden-Streams gedreht. Ach du Scheiße. Ja, du hast dann quasi richtig reingekasselt, oder wie? Da grunzt schon wieder irgendetwas so saudumm, das gefällt mir schon wieder nicht. Ah, das sind die Wolfsviecher da, okay. Ja, aber wie kommt man jetzt so nachher? Da muss ja irgendwie umkommen. Aber vielleicht auch von da unten, das kann natürlich auch sein. Die gefesselt wie sonst was? Ja, das glaube ich geht mir und die anderen, die wo zuschauen, auch nicht anders. Also bisher kann ich wirklich nicht. Kann ich echt nichts sagen. Da ist bei Hundebaseball. Da gehst her. Oh, leck, das macht ja ganz schön viel Schaden. Ohne Sohle? Nice. Ah, oder auch nicht. Servus, Jassi, grüß dich. So, was erleben müssen? Ja, seit 3 Feierabend. Sehr schön, Mr. Optio, das ist wohl gegönnt. Jassi, ist gut bei dir? Habe noch saugeile Bilder, aber ich mache mal weiter. Viel Spaß und danke dir fürs Einschauen und gutes Gelingen beim Umzug. Ja, lass dich nicht ärgern. Jetzt hat sich die Frage auch erledigt, wie man da aufkommt. Da ist wieder so eine komische Verzauberung. Wahrscheinlich kann man sich vorstellen, dass wenn das einmal klar ist, was da Phase ist, dass man da quasi so Ankerpunkte setzen kann, damit man da aufgraben kann, 100%. Weil das ist jetzt schon komischerweise so angeordnet, wir wollen da aufwehen, weil da eine Truhe ist und kommen aber nicht hin. Und jetzt ist da komischerweise genau so ein Ding da dort. Gerade heimgekommen und nichts Gescheites im Kühlschrank. Dann hoffe ich mal, dass du eine gute Lieferantennummer hast. Ich für meinen Teil kriege heute noch getoastetes Sandwich. Ja, auf das freue ich mich schon. Ja, aber da muss ich mir heute. Jetzt der mir erst einmal arbeiten. Ja, ich muss mir mein Futter auch erst verdienen. Aber schön, dass das ansonsten Alle wollen gut mir geht. unbedingt Ratschläge geben. Als ob ihr mich oder meine Bedürfnisse kennen würdet. Ihr seid schuld am größten Verlust meines Lebens, um mich zu retten, obwohl ich es gar nicht wollte.
Tja, es war meine Familie, mein Chaos. Ich weiß, Baldur war nicht perfekt, aber er gehörte zu mir. Ich weiß. Du weißt es? Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ja. Oh, dünnes Eis. Du hattest noch eins? Vor Atreus? Ihr Name war Calliope. Calliope. Aufgemerkt. Was ist passiert? Es ist so lange her. Vergiss es. Ich hätte nicht fragen sollen. Also ungefähr das dickste Fettnäpfchen, was du beim Kratos treten kannst. Oder, sagen wir mal, eins der dicksten Fettnäpfchen, die du beim Kratos treten kannst, ist ihm vorzuwerfen, er weiß nicht, wie es ist, wenn man seine Familie verliert. Er tragt's auf seiner fucking Haut. Muss Resteverwertung. Ja, bis zu das ist mir gar nichts. Mein Vater geht mir immer noch auf die Nerven und macht nicht das, was ich mir hört. Ich kann da überhaupt nicht folgen, Motzog. Also, ich weiß zwar, dass du irgendwas programmierst, aber ob das jetzt ein Elektroteil ist oder irgendein Straßenbeamter, ich habe keine Ahnung. So, da ist schon wieder so ein Drum. Ich glaube, dass wir mir jetzt von der Freya dann die Magie da lernen, damit man das machen kann. Da bin ich mir fast sicher eigentlich. Aber gut, das wird man erfahren. Können wir noch mal kurz appreciaten, dass die Dschungelwelt absolut bombastisch ausschaut. We need more of this! So, warum ist da die Axt jetzt durch? Achso, okay. Hab ich nichts gesagt. Ich hab's nicht gescheit anvisiert. Ob's jetzt du kaputt gehst, ist die Frage. Hey, ja. Gerade noch gesehen. Da ist ein Luftzug. Du scheiß Mistpflanzen da drum. Brauchen wir da einen Atreus? Nein, da brauchen wir nicht einen Atreus, oder? Ja, du kannst mich kreisweiß. Ja, passt schon, Wifi. Alles gut. Danke dir für den Werk. So, muss man da... Da ist ein Luftzug dran, ja? Da bloßt irgendetwas. Oder glaube ich zumindest. Entweder man muss das wegsprengen. Oder das geht von der Lohr weg. Wahrscheinlich eher das erste. Warte mal, kann ich da dagegen werfen? Okay, mit der Axt geht da zum Beispiel schon mal nichts. Geht da was mit den Chaosklingen? Auch nicht. Ja gut, dann halt nicht. Ich wollte da gerade mal schauen. Oh, da meine ich, hat selbst. Also besetzen Sie Vanaheim, wie ich befürchtet hatte. Ey, wo hinten ist Unwehr? Au! Au! Ober mit dem Rüssel! Au! Oh, deiner geht auch kaputt. Okay, aber mit den Armen tut's genauso. Was möchtest du? Deine Angriffe werden an ihren Schilden abprallen. Und nicht, wenn man Schädel kaputt macht. Au, was war jetzt das? Die werfen noch so Granaten. Bei dir helfe ich ein, Schuh da drum. Zuck dich! Beim Scheißdreck da. Ja, du kannst beim Moschlecker da drum. Geschieht den Asen recht. What the frick? Was bist du jetzt? Viel Glück. What the fuck? Hey, es hat keiner mit dem Wildbullen gerechnet.
Leck mir mal. Ich glaube, der ist unflauschig. Au. Er wird's. Scheiße, jemand, da liegt Heilung. Oh, Scheiße. Ich wollte da nur blocken und nicht einen Schildstoß machen. Ja, das wird, da wird man drauf gehen. Oh, vielleicht aber auch nicht. Das Knack ist durch, glaube ich. War überhaupt nicht knapp. War überhaupt nicht knapp. Ich hab nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass wir sterben. Dass wir nicht sterben. So. Keine Arme, keine Kekse. Pauchenband dabei. Toll, aber Heilung wenn. Super Sache. Oh, das ist nice. Unter die Pflanzen versteckt. So. Die eigentliche Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Oh, sie ist jetzt da hinten, da muss da hinten irgendwo weitergehen. Ist da hinten unser Lager? Nein, kann nicht sein, das ist irgendwie so eine Baumruine, meine. So, Freya, what is up? Wir müssen zu diesem Wachturm. Der Weg führt durch dieses Tal. Hier lang. Ah ja, show me the way. Da oben, oder was? Ja, okay, gut, aber wie können wir da jetzt hin? Das Wasser habe ich kaum. Ja. Okay. Ich kenne die Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Aufpassen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Das ist unvorstellbar. Ich rächte sie 1000-mal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Die Schuld blieb. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Vielleicht will ich keinen Frieden. Das sagen uns davor immer alle, die vor Rache drin haben. Okay. So oft wie ich zu dir kam. Warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll das heißen? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Er redet da echt drüber, schlaf ihn an. Nein, du hast richtig gehört. Der Kratos redet hier offen über seine Vergangenheit. Komischerweise redet er offen drüber mit ihr. Der Atreus weiß ja davon noch nichts, dass er einen Olymp in Schutt und Asche gelegt hat. Das weiß er ja nicht. Er weiß nur, dass er schon mit Götter Hops genommen hat. Gut, offensichtlich, weil er ja einen Baldur, ne? Aber hat er mir auch verzeiht, dass das Konsequenzen hat, wenn man Götter tötet. Ich hasse die Obei-Poseidon, die Pseudo-Obei ist da oben. Das kommt aber garantiert noch zur Sprache, 100%. Kostet mir nicht verzeihen, dass der Kratos nicht jemand an Atreus verzeiht. Oder sollte man besser sagen Loki? Mika!
Was ist jetzt das? Und so nah am Dorf. Ihr Gesang macht ihre Verbündeten unverwundbar. Sie werden dich nicht durchlassen. Du musst sie vernichten. Den Heavy Angel. Ei, hau ab jetzt da. Schleich dich! Der Move ist cool, der gefällt mir. Okay. So, da um geht's dann wahrscheinlich weiter. Der erst einmal die andere Richtung auschecken. Oh, das was dazu was fallen lassen. Sehr gut. Ja, immerhin wieder Full Life. Das ist ja schon mal was. Da können wir arbeiten damit. Mein Dorf. Ach, sie Ich wohnt. kenne es kaum. Sie hat da Freyr gewohnt? und ich spielten in den Feldern Verstecken. Wir verbrachten Tage damit, Honigbrote aus der großen Halle zu stehlen. Zur Erntezeit tanzten und schlemmten wir bis Sonnenaufgang. Es war ein leichtes Leben. Warum musste ich zurückkommen und an all das erinnert werden? Okay, interessant. Sie kommt aus Vanaheim. Frechheit, die hackeln zurück. Ja, diese bodenlose Frechheit ist das. Ich will sie ja nur in der Mitte auseinanderschlagen und da müssen sie sich gleich so aufführen. Kann man da oberspringen? Okay, kann man nicht. Kann man da oberspringen, wenn man den Kran wieder dreht? Let me see. Das muss eigentlich fast gehen. Weil da wird's wahrscheinlich. Sie sitzt da hinten. Okay, da muss da in die gerade Richtung weitergehen. Hä? Jetzt sitzt sie ja vor mir da oben. War das jetzt wurscht gewesen, wie wir gegangen waren? Aber wir müssen da. Okay, ja gut, dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Gemäß der. Fuck! Achso, okay, das geht noch. Geht das noch? Ja, okay. Sehe schon mal, man kommt nicht mehr zurück. Das verlassene Dorf. Okay. Ja, da geht's. Es geht aber auf alle Fälle da hinten irgendwo weiter. Die große Halle. Eine Ruine. Kannst du jetzt mir entscheiden, wo es weitergeht? Da hinten oder da vorn? Ich will ja looten, ne? Ja, okay, es geht, da geht's nicht, da geht's weiter, definitiv. Haben wir schon. Also kann ich mich da jetzt in Ruhe umschauen, bevor das. So, da oben ist eine Kiste drin. Da ist aber die Frage, wie kommen wir da hin? Da ist auf alle Fälle so eine Absperrung. Das heißt, da muss man irgendwie da rankommen. Wenn wir die mal umpimmeln da, dass die nicht wie lebendig werden können. Also okay, der bleibt da hoffentlich liegen. Ein Graudaler! Du musst es zerstören! Ja, okay, bin schon dabei. Und wie... Achso, das ist ein Boss, oder? Okay. Hä? Das war doch ein gelber Angriff. Okay.
Den, glaube ich, sollte man noch gar nicht mehr. Ja, okay. Ja, der Mann ist noch einen Ticken zu stark. Der hat eine lilane Lebensleisten, wo es meistens bei God of War heißt, dass die Gegner noch zu stark sind. Wir machen ja mal nicht ganz so viel Schaden, muss ich sagen. Ja, passt schon mal, Zack. Kein Stress. Den probieren wir aber jetzt noch einmal. Extra zwecks der Vollständigkeit. Ja, Soul-Spieler-Vibes und so. Aber wir haben da ja wegen mehr Blut. Au. Oh, was der Schaden macht. Au. Wow. Können Sie Ihre Kniescheibe chillen? Diese Draugr waren in Vanaheim nicht heimisch. Mit der Mona. Gegen den habe ich schon gekämpft. Wirklich? Sehr seltsam. Der war anstrengend. Danke dir. Danke dir, Yassi. Merci. Achso, den eigentlichen Loot gibt's erst da hinten. Ja, okay, nehmen wir. Unübertreffliche Kohle. Aha.
Wait a minute. Können wir jetzt? Ach, jetzt können wir von da hinten. Ah, okay, ja gut, jetzt können wir da rauf. Okay, nice. Hoffentlich hat sich das jetzt auch gelohnt, dass wir nicht zusammengehauen haben. Rundschild der Wiederherstellung. Ein Rundschild, dem man in dunkelsten Zeiten Schutz vor Heilung verleihen soll. Was? Stufe 4. Oh, der ist endlich einmal besser in der Schädel. Der ist ein bisschen besser als wie den, wo wir jetzt schon drangen. Da gehst her. Nimm mal. Jawohl, Heilung kriegen wir auch noch. Sauerhaft. Und ein Shot. Servus und so. Was geht bei euch? Ah, ihr seid... Aha, weil du wieder so ein Tricks... Ah, dahinter. Kannst du die Klappe halten? Dein Gesurms da. Abflug, oh, lebt mir Musch. Ja, ich bleib da mal. Ist da noch einer? Jetzt glaube ich sogar dann, gell? Ja, Alter, du kannst mir mal. Zupf dich, du Arschkeibe. Dark Souls Spielerangewohnheit, jeder Bosswerk killt. Ausnahmslos. Da kenn ich nix. So, da geht's ihm auch noch auf. Ich geh mal einen Trägeroberschwarm. Ah, viel Spaß in der Duschen. Bitte das auf mir nicht. Merci für den Lurk. WB Mozok. Ah ja, und schon können wir wieder rundum. Perfekt. Nice. Doch schaut's aus, wie wenn wir da wieder mal runterkommen, okay. Nice. Da geht's auf alle Fälle durch. Schauen wir uns gleich an. Jetzt hast du den Boss versammelt. Yo, hast du. Hier, kannst du durchkommen. Ja, chill dein Knirschheim, ich komm ja gleich. Ah, scheiße, du hast da, hat der Vogel ein Knirschheim? Chill dein Schnobbe. Möge Freya niemals wanken. Die andere Hälfte fehlt. Möge sie uns stets beschützen. Frage, können wir mir... Hoppala, nein, das wird jetzt nicht. Ich wollte was anderes tun. Ich wollte mal schauen, kann ich meine Fähigkeiten, weil... Achso, wir haben da schon alle. Gut. Sozusagen. Ich höre sie da drin. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Was drücken Sie R2 oder R1 am Ende eines Klingenschwungs, um einen Tod von oben Angriff auszuführen? Tod von oben, Herz, die zauberhaft da. Super, mit der Faust. Was ist denn das für eine lahme Aktion? Oh, den kann man nicht blocken. Oh, der war nice. Was weiter? Ja, zieh die Warm raus, das Kult hab ich gehört. Ja, das gefällt mir da drum, geh mit deinem Dreckschädel.
Also jetzt kommt der Quamper, die Wikinger Sepp auch noch daher. Super. Ah ja, okay. Mei, hau halt du mal ab jetzt, hau du Quamperts Bergschof. Hast du einmal normal reden mit mir? Aua. Ja, okay. Da gehst her. Ja, die hat's gleich. Wieder überhaupt. Da oben steht's. Jetzt ausgeschrien unter, oder was? Aber wo ist denn die jetzt? Jetzt ist aber Polen offen, gell? Das sag ich dir schon. Haltst du jetzt einmal deinen Goschen da, das hält da kein Mensch nicht aus. Lurige Hähner, so nicht. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entfernt. Sei froh, dass du ein Zuhause hast, an das du dich gerne erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agore. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Einfach Schicksal hat er nicht gehabt, der Kratos. Nachdem der ein Spartaner war, oder ist er immer noch. Gegner wo? Bazilost, 100%ig. Warte mal, da ist doch vorher... Moment. Da ist Oberganger. Hätte ich Mord? Oder ob ich mich da täuscht? Ja, kann sein, dass ich mich täuscht habe. Oder? Geht's da eine? Schaut nicht so aus, oder? Wait a minute. Na, da kommt man nicht rüber. Okay. Wenn das so langsam aufgeht, dann muss irgendwas Blöds dahinter sein. Ja gut, dann schauen wir halt einmal. Alle Fälle Full Heal. Okay, da nach hinten geht's weiter. Glaube ich zumindest. Okay, da hat es auf jeden Fall nur mal die Kisten gegeben. Oh, da steht der Kampfgickel. Die Frage ist, was tut da... Was tut die Hähne jetzt da allein? Da ist doch weit und breit keine andere Hähne nicht. Ja gut, die lassen wir leben, die hat's verdient. Ja, die hat sich durchgeschlagen in der Wildnis. Eier legen. Allein.
Okay, da ist versperrt. Freya, jetzt kannst du mir was sagen, was du kannst. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Ja, und? Das heißt jetzt, ich kann da nicht durch, oder was? Achso, da kann man durch. LOL. Oder wird man auf alle Fälle vergiftet? Ach, das ist das Ding da, oder? Ah, das ist so ähnlich wie im ersten Teil. Da war der Giftnebel halt noch grä und nicht blau. So. Was möchtest du sonst machen als Hähn? Keine Ahnung, federn lassen? Andere vom Schlafen abhalten? Sinnlose Misthaufen umeinander greien? I don't know, ich bin kein Hen nicht. What do you mean? Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Da war jetzt gerade die Anspielung, dass der Kratos auch die Mäuren umgelegt hat. Ja? Im zweiten Teil war das. God of War 2, meine Freunde. Haben wir auch gespielt miteinander. Nein, I need the Axe. Schmettersternschild. So, was haben wir da jetzt? 17 2 Namen, um einen Schildstoß auszuführen, der bei voller Aufladung Gegner in die Luftschleuder blocken und sie angreifen. Okay. 17 2 mit einem Schild zurückzudrängen. Bei voller Aufladung ist der Hieb stärker. Bisher hat der stärkere Stufen. Gab er uns 15 mehr Abwehr, dafür verlieren wir 8 Geschicklichkeit wahrscheinlich. 8 Vitalität. Der schaut aber fancy aus, nehmen wir den. Ja, oh, Fähigkeiten. Fashion Souls, meine Freunde. Kennen wir alle. Was haben wir jetzt da? Wollen wir das jetzt verbessern da nochmal, oder was? Ach so, weil der, okay, weil der, da haben wir auf Betäubung gegangen, richtig. Okay. So. Ja, jetzt gehen wir da wieder runter, oder was? Ja, und jetzt? Lol? Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Er stürmt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für 2 Tage. Will sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Ha. Gut gemacht, Groa. Ja, wie das genau zusammenhängt, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also der Atreus ist scheinbar derjenige, der zwar Ragnarök irgendwie führt, aber sorgt gleichzeitig irgendwie dafür, dass nur Asgard untergeht, also die Welt der Götter, ist das richtig? I don't know, man. Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Irgendwo sagt man aber, dass er nicht gefragt wird. Du sprichst Ah, wenn er sein davon, Papa deinen ist. Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt.
Und wieder der Seitenhieb gegen Kratos. Ah, da ist jetzt wieder der Gran von vorher. Da müssen wir den jetzt wahrscheinlich wieder umswitchen. Achso, da ist so ein anderer Gran. Okay. Müssen wir Mord senden. Let it burn! Oh, da ist eine Runentruhe. Irgendwo. Da ist Kannst du einer. die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? Ja, das war mein Gedanke. Ich schaue jetzt gerade auf die Truhe, die wo da irgendwo stehen muss. Über diese Inseln solltest du besser an die Fackel herankommen. Nicht wahr? True. Ich hab gerade gesehen, da ist noch ein anderer Vorsprung. Mit deinen Klingen kannst du die Fackel rüberschwingen. Ja, that's the plan. Also in die andere, man soll halt die Fackel schon zu mir schieben, gell, bevor das... Extras da, wird schon recht. So, da Gehen wir jetzt über die Brücke. du chillst jetzt erst einmal, weil da unten gibt es irgendwo eine Runentruhe und ich hab genau gesehen, dass die da unten ist. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wo ist denn da der Ankerpunkt? Also der ist jetzt auf der anderen Seite. Ja, jetzt warte mal. Das ist so, okay. So, weil da hinter ist nämlich ein Runenstein und da unten ist auch einer. Ah, warte mal, den da hinten müssen wir mit dem... Den müssen wir mit dem Krug da entzünden, definitiv. Ah, da müssen wir... Leute, das hilft nicht. Da müssen wir nochmal retour. Weil von da aus komme ich nämlich nicht hin. Jawollo. Achso, und die da hinten, okay, die brennt praktisch schon. Okay, ja gut. Und zu der anderen müsste man sowieso zu Fuß kommen, wenn man nicht alles täuscht. Mr. Angel, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Alles fit bei dir. Wie geht's denn unserem Fleischermeister? Würde ich gerade sagen, wo ist meine Axt jetzt? Alles fertig. Sehr schön. Der Rest schickt er noch. Ja, schaut schon zauberhaft aus, was du betrieben hast. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast. Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Nach dem, was ich zahlte, um einen zu beenden? Sieh dich um. Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft. Mate! Sehr gut. Geht uns aber noch ein Händel ab.
Na schön. Jetzt aber zurück zur Sache. Die Sache ist da hinten wahrscheinlich, dann gehen wir erst da oben. Kommen wir über den Baumstamm drüber? Natürlich nicht. Irgendwie fehlt uns noch so der richtig gigantische Boss in dem Gebiet, habe ich so das Gefühl. Wir haben zwar schon einen kleinen Boss gehabt heute, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht noch einen nehmen. Ja, wer habe ich die? Der Schreinermeister war auch da und hat Bademöbel geliefert. Die von der ersten Juliwoche. Ja, du bist ja später als nie. Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Was? Wo? Wo, Odin? Der Fiske! Sehr gut. Und was hat der jetzt? Sicher vom Hades, oder was? Das passt aber nicht ganz ins Spiel. Aua. Ja, welche Seiten? Hä, wo ist mein Schädel jetzt gewinnen? Und so nicht anders muss God of War ausschauen, meine Freunde. Klinge von Tod her. Was ist, achso, das ist ein Reliquie. Schleudern Sie Ihre Gegner ein Bifrost Chakram entgegen. Jutsu der Schattendoppelgänger von mir gehört. Was? Von Sie habe die Ehre. Durch Verbesserungen wird die Anzahl der geworfenen Chakrams erhöht. Was ist denn ein geworfenes Chakram? Ach so, das sind die Gnädel, die wo die komischen, wisst ihr schon, die komischen Roboter-Riesentrolle-Dinger da, die wo die da fallen lassen. Okay, ja gut, das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Was haben wir jetzt da noch? Wir haben jetzt den Main-Talisman, da gibt es einen Nachkampfschaden-Bonus, ja. Nachkampfschaden-Bonus nehmen wir immer gern und das Heft von Gramm gewährt einen Rage-Schub. Wir brauchen mehr Schaden. Mehr Schaden, immer mehr gut. So, was haben wir da? Wir haben jetzt Mut ausgerüstet, kann man das verbessern? Kann man leider nicht verbessern. Gut. Beim Schädel da haben wir jetzt den drin und Rundschritt der Wiederherstellung, das haben wir auch drin. Okay. Bei den Chaosklingen. Haben wir eigentlich einen schwachen Runenangriff? Wir haben immer noch keinen schwachen Runenangriff. Wir haben ja generell erst einen Runenangriff. Das ist ein bisschen komisch. Da auch nicht. Wir haben ja für die Axt auch noch keinen. Okay. Ja gut. Chakram sind die Dinger, wo Xena damit umeinander fuchteln, oder? Das weiß ich nicht mehr, wie die Dinger heißen. Aber ja, ja, stimmt doch, das kann sogar sein. Das sind Osterhasen mit Nikolausmütze. Das glaube ich noch nicht. Auf alle Fälle ist da mal ein sauberer Heilungsstein. Ja gut, okay. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. Schwar ist ein Schwarz zum Finden. Wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheit aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Ha, du vertragst Dvorak grad nicht.
Ha, ich liebe es, wenn man andere Wege einschlägt und dann dafür belohnt wird. Okay. Jetzt komm! Mei, chill heute mal ein wenig, ha? Was ist denn mit dir? Du bist der Vogel, du kannst fliegen. Ich nicht, ich muss zu Fuß gehen. Meine Güte, hey. Sonst shoppen die Weiber auch so gern. Du gehst einmal als Mann auf Shoppingtour. Ja genau, Ebenwerb, Arbeitsteilung und so. Gleichberechtigung. Hau einfach aus Wut mal die Kisten zusammen, einfach weil ich es nicht einsehe. So, mal schauen. Du hast dich rum, wenn du weißt, dass du langsam bist. Nein, extra zu Fleiß nicht. Man muss einmal rebellisch sein. Wenn nicht der Kratos, wer dann? Ja, da ist wieder so ein Arschlochpflanzen da, ich hab schon gesehen. Oh. Ruhe gibt's. Einfach mal durchfetzen. Vielleicht winkt der irgendein Loot. So, da haben wir jetzt was. So, da hinten ist auf alle Fälle eine Truhe, sage ich von da. So, wo ist jetzt da der Ankerpunkt? Der steht da hinten wahrscheinlich, right? So, da geht's da oben? Kann man da oben gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Jetzt pass auf, kann man den drehen? Okay, der Kran ist zwischen dem Baum und zwischen der Säule da hinten eingespielt. Aha, okay, das heißt, die Säule und der Baum, entweder die Säule oder der Baum muss weg. Okay. So. Erst einmal schauen, ob wir die Truhen irgendwie kriegen. So, da können wir wieder auffüllen. Aber es ist auch nicht gut, über der Schnellste zum sein. Verstehen Sie schon? Okay, jetzt pass auf, warte, nur mal schauen. Der Ankerpunkt ist jetzt dahinter. Ah, und jetzt war er da. Okay, ja, da meine ich, war er noch gar nicht einmal so verkehrt. Das heißt, wir müssen da irgendwie auf die Plattform da rauf. In dem Dschungel gibt es 2 Drachen zum Erlegen. Mr. Fonsi, das ist eine Info, die ich gar nicht haben möchte eigentlich, gell? Keine Spoiler an der Stelle. Ich warne euch. Trag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freund Moment zu einmal. helfen. Du musst aber da irgendwie hinkommen. Das Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung, nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug!
Okay, wie kommt man jetzt, hä? Wie dreht man denn den, warte, Moment einmal. Schaut das nur so aus? Oder geht der da wirklich nicht? Jetzt, Moment einmal, der muss irgendwie rundum gehen. Ah, das ist mies. Das schaut nämlich so aus, als wenn der da gefangen war. Gut, da kommt er nicht rundum. Das ist absolut klar. Da kann er ja nicht rundum gehen. So, aber die Frage ist jetzt, ob ich nu. Ich muss ja da irgendwie aufkommen. Jetzt warte mal. Falsche Richtung. Warte mal, ist einer von den Tunnel vielleicht? Jetzt warte mal, da müssen wir mal schauen. Aha. Na also, hat geklappt. Okay, das erklärt einiges. Na, falsche Richtung. Ah, warte mal, da muss aber der auch noch irgendwie kaputt gehen, oder? So, jetzt können wir zumindest schon mal da oben. Was? Wo? Ach da. So, und jetzt müssen wir nur mit ran und dann können wir da auf die Truhe mit. Nice. Nice. Spoiler, Titanic sinkt und Jack stirbt. Aber nur weil der nicht Stark an Bord ist. Helios-Fackel. Ein Feuerblitz mit großer Reichweite, der moderaten Brandschaden verursacht. Oh, der ist sauber, da kann man ballern. Mehr ballern, mehr gut. Kann man den verbessern? Sieht gerade nicht so aus. Ja gut, okay, die Truhe haben wir, mehr wollte ich nicht. Ich bin gut zu Fuß, Reason Spoiler. Nein, das ist abgelehnt. Das war kein Spoiler. Der ist super, den hast du auch noch drin. Die Mission, die geht aber schon gut schicker, gell? Aber jetzt mag jeder sein Watchtime singen. Ah, der ist Schwammerlkopf. Oh, das ist ein großer Heil. Das ist ein großer Heilbolzen gewesen. Ja, da kannst du jetzt allein durchmarschieren. Ah, da ist schon wieder so ein Rosenranken drum, da wo ich nicht durchkommen. Freier, du bist doch so Botanikerin. Kannst du da nicht mal was machen? Du fliegst den ganzen Tag nur in der Wegschicht umeinander. Schöner Rosengarten. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Meine Soul-Spieler-Alarmglocken klingeln gerade. Ich möchte festhalten, dass das 8 Tage Party Zuschauer sind. Soll ich dir was sagen? Die 8 Tage kriegst du nie wieder. Aber danke dafür.
Also wenn da jetzt kein Bosskampf nicht kommt, geht, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Ja, die wirkt ja mehr. Ja, alles andere hätte mich auch gewundert. Zinswab. Nietauge? Das Wesen. Gehört das zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Wow. Bastard hat damit gerechnet. Gut so, nicht nachlassen. Ja, gut so, nicht nachlassen. Das sagt sie so leicht, wenn man auf dem Baumstamm sitzt. Okay. Steh nicht rum, beweg dich. Ich muss an die Wurzeln rankommen. Was machst du denn? Los, angreifen! Ja, was tue ich denn? Ha, du Schupferbrunzen. Gut, weiter so. Ja, der Mann wird nicht ohne. Benutzt deine Beine, nicht dein Schild. Du hast jetzt ihre Aufmerksamkeit. Bleib, zieh es raus. Es darf sich nicht Ah, Full Life, nice. Okay, das ist der erste richtig große Boss. Es ist immer noch im Weg. Ich muss an die Wurzeln rankommen. Ja, dann verwandelt die Öde in deine Valkyrie und tu mir was. Was nu? Ich hab es! In diesem Fall. Schnell! Endlich! Da ist ja Zeit geworden, dass du jetzt kein Vogel mehr bist. Du bist frei! In Vanaheim, ja. Aber es Oh, gibt Tag mehr. Team oder was? Wir beschützen sie mit ihrem Leben. Aha, ein Laser kann man auch noch schießen. So sehr zauberhaft. Au. Au. Hä? Au. What the fuck? Kann sie sehen! Meine Siegel können deine Angriffe verstärken. Ja, stürzen wir es um. Oh, das ist Heilung, das ist gut für uns.
Boah, was sind wir jetzt? Staubsauger oder was? War mir ja fast klar, dass der... Sie, Frau Freier, könnten Sie mal die Wurzeln entwurzeln? Wissen's? Keine Angst! Ziel auf meine Siegel! Danke. Kann deine Axt nicht das Siegel erreichen? Nein, deine andere Waffe! Achso, mal. Du weißt, wie es geht! Ja, es funktioniert! Erst war's Chaos gelegen, jetzt möcht's Axt haben. Es wird verzweifelt! Ja, sei auf alles gefasst! Ja, das ist aber immer schlecht, wenn er so ein Viech verzweifelt ist. Das findet der jeder andere lustig, aber ich nicht. Alter, wie viel Leben hat das Ding nun? Stirb! Da machen wir jetzt einen Trecker da kommen, gell? Wie jetzt? Ach so. Es ist schwach! Es hält nicht mehr lange durch! Bringen wir es zu Ende! Hey, ihr müsst ihm sein... Es öffnet wieder seinen Magen! Bereit machen! Ja, genau. Voll in Kantengrün. Ich habe ihm ein Siegel in den Bauch geschossen! Du weißt, was zu tun ist! Das hat geklappt! Es geht wieder rein! Das verhindern wir! Nichts gibt's. Ich muss seine Macht über mich brechen! Und du bist im Weg! Leisa Viva! Ich glaube, das Viech macht sich keine Gedanken mehr. Cooler Bossfight. Gefällt mir. Dampfe, habe ich die Ehre.
Bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist, was sie da tut. Sollte man sich ja sagen, dass er ein Schwert hat? Geschafft. Geschafft. Okay. War's das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst. Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir Hört, oder hört. töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Schon mal gut. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen. Okay, nice. Sie hat uns also wirklich verziehen. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Option wieder einen 61-Bits. Also ich finde es gut, dass zumindest das in eine Happy End in Anführungszeichen Richtung geht. Ja, weil im Endeffekt er hat ja keine andere Wahl nicht gehabt.
So, auf die Art, das, was mit ihrem Sohn passiert ist. Er hat es ja tun müssen, ist nicht anders gegangen. Und sie, also Freya und der Kratos und der Atreus, die passen eigentlich so als Team ganz gut zusammen, wie ich finde. Ne? Jetzt ist halt nur die Frage, weil ich es nicht mehr weiß, was genau ist mit ihr jetzt passiert. Ist sie jetzt stärker geworden oder hat jetzt der Odin ihr einfach einen Stecker gezogen, so von wegen, du bist jetzt keine Göttin mehr, weil du den Weltenbaum irgendwie angezupft hast. Ja, das würde mich jetzt interessieren, weil ich es einfach nicht mehr im Kopf habe, was genau jetzt da ihr Problem war. So. Gut, schauen wir mal, was ist das für ein Item? Gute Frage. Sie war an Midgard gebunden. Ach so, und hat jetzt... Ja, richtig. Okay, war schon wieder, stimmt. Sie war ja an Midgard gebunden und deswegen hat ja sie ständig von Freiheit geredet und jetzt durch das hat sie jetzt ihre Fesseln ja mehr oder weniger durchtrennt und kann jetzt quasi in alle Welten reisen, so. Wann und wie sie will, okay. So, was haben wir da? Amulett. Das Amulett ist ein einzigartiger Gegenstand mit erweiterbaren Plätzen für Zauber. Das Amulett kann verbessert werden, um noch mehr Plätze freizuschalten. Okay. Wird ein Zauber in der Liste ausgewählt, erscheint seine Beschreibung ganz rechts im Bildschirm. Drücke. Okay. Verbessern Sie das Amulett im Laden, um Zauberplätze zu reparieren. Finden Sie Zaubersets, um Bonusfähigkeiten freizuschalten. Ja, nice, aber was genau... Was machst du jetzt eigentlich? Set-Bonus erhöht den Schaden aller Distanzangriffe und Fähigkeiten von... Ach so, da brauchen wir... Da brauchen wir 3 von denen dann praktisch, oder was? Okay. Da ich jetzt wieder ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist Oh, das können wir auch weiterentwickeln. Das will ich einen Moment genießen. Naja, schön. Wenigstens fliegt jetzt nicht mal als Falke durchgehen, sondern ist einmal wieder in humaner Gestalt. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Ach, den hast! Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Ja, okay. So, jetzt leid mit Nachstieg. Ich wünsche euch nur einen schönen Abend und bleibt flauschig. Mr. Werb, merci dir fürs Dasein, fürs Zuschauen. Viel Spaß in der Nachtschicht. Ich habe heute auch noch das Vergnügen. Ja, lasst dich nicht ärgern. Wir hören uns ja wahrscheinlich am Wochenende wieder. Spätestens. Wie jetzt? Das kann ich nicht durchtrennen, oder was? Ja. Ah, aber die Truhe ist... Ah. Ja, gut. Ja, das hätte mir auch gewundert, wenn das ohne Gegner verlaufen war. Siegelpfeilstreuung. Schießen Sie mit 4 Siegelpfeilen auf brennende oder eingefrorene Gegner, um Elementarexplosionen auszulösen, okay? Wieder rein! Gegner hinter dir, Kratos! Ja, du, weiß ich doch. Du hast vorher schon mal gesagt.
Mit besten Grüßen an Odin. Nice. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt, das zu nutzen, was man hat. Das kenne ich irgendwo, ja? Wie, von da bin ich ja, oder? Oder? Das ist die Truhe. Ja, nice. Sekunde. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben lang. Ja. So, wo haben wir jetzt? Westlicher Baribold, okay. Weil was die Pflanzen, die haben wir schon, die mehr in den Garten haben, so wie ein gewisses. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Solche Pflanzen Warte mal. haben wir vorhin schon gesehen. Du da, die mit Pflanzen da mal weg, da. Jetzt halt. Da wir doch gleich mal her werden. So, da brauchen wir jetzt wieder Sake. Hä? Da muss... Ach so. Na, warte mal, da ist noch ein zweites irgendwo, oder? Was ist das da? Ah, und dann muss ich jetzt halt... Ah, warte mal, muss man da vielleicht... Ah, man kann die... Ach so! Sehr gut. Ah, ich hätte gedacht, das taut auf, sobald man Axt raus tut. Aha. Ah, okay, so funktioniert das. Okay. Das heißt, ihre Pfeile und die Siegel, die verlängern die ganzen Effekte. Okay. Ja, nice. Ja, Freya, ich darf halt aus der Giftzone rausgehen, weiß ich nicht. Krass, ich sehe es. So, dann haben wir eine Truhe. So ein Hackel hätte man gestern bei der Marschall braucht. Die hätte gefragt, ob es uns der Kratos... Ja, ich war gestern in der Spätschicht, ich hab nicht viel mitgekriegt. Aber so ein Hacke, so ein Meinungsverstärker-Hacke, wie es der Kratos hat, das schon, das machen wir nicht, da hast du recht. Achtung, das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Runenmagie. Okay, und das heißt jetzt für mich was? Sie sind immun gegen körperliche Angriffe. Meine Pfeile können ihren Schutzzauber durchbrechen. Ja, dann mach mal! Ah, Irrlicht, okay. Nett.
diesen Ort jemals wieder als Zuhause betrachten? Nach allem, was passiert ist? So, kannst du einmal sagen, was das da ist? Wir haben nicht die Ausrüstung dafür. Okay, net to know. Haben wir da eingegangen von der Seite? Weiß ich gar nicht mehr. Moment. Sköll und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Wie gut soll es ausschauen? Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das Schaut auch schon für geil Frey. aus. Was ist denn jetzt passiert? Es gibt ja in der nordischen Mythologie irgendwie Wölfe. Normalerweise sind das die Wölfe vom Fenrir. Die wo quasi Sonne und Mond jongern sozusagen und dafür zuständig haben im Endeffekt, dass Sonnenauf- und Sonnenuntergang stattfindet, beziehungsweise Mondauf- und Monduntergang. Und das war scheinbar gerade das, was da gerade passiert ist. Also habe ich mir mal sagen lassen. Ja, ob das jetzt wirklich genau so stimmt, das weiß ich nicht, aber es hat ganz danach ausgeschaut. Die Runen. Hat sie die jetzt eigentlich ihre Tränen schon mal aus dem Gesicht rausgewaschen? Bevor die Frage kommt, so ist der Baumwipfelweg entstanden. Ja? Nur fürs Protokoll. Was ist... Au! Hä? Ah, die Du Mama. kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Was ein großes, knolliges Ding. Okay. Alle, Mod sagt so viel Text. Den anderen schmiss ich wieder. Ah, ja, okay. Da habt ihr die genaue Erklärung, was da gerade passiert ist, mehr oder weniger. Da ist das große knollige Ding da, oder was? Kratos, ich sehe etwas. Das war das große knollige Ding, okay. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Okay. Zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Okay. Das heißt praktisch, wir kommen da dann nur mehr her, oder wie sage ich das?
Der Family ist nicht zu verwechseln mit den Wölfen Skali und Hati. Sie sind seine Zwillingssöhne, die Sonne und wie sie darstellen. Ah ja, okay. Ja, nordische Mythologie und so, Freunde. Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Das ist eine gute Eigenschaft. Was mit Hexenflügen belegt der Gegner sind Anwälte für Elementangriffe. Probieren Sie Angriffe mit den Flammenpeitschen. Ah so, okay. Leicht komplexe und Scheißnamen. Die Stadia so nicht sagen. Warum lebst du eigentlich nur? Gegner, linke Seite! Vorsicht, links! Hier, Heavy schaut dahinter. Nett. So, können wir es umschauen? Gut, da oben war eh nix. Oh, was haben wir da? Okay, Süder. Ah, schauen wir lieber noch mal zur Sicherheit. Das ist einfach nur so ein Siegel drauf, für nix und wieder nix, oder was? Okay. Aber scheint so zum sein, wie wenn es da nichts mehr gab, okay. Wo stehen Sie jetzt eigentlich? Ach, siehst du ja rund. Okay. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Stimmt, die zwei haben sich ja auch nicht wirklich ausgesöhnt. Kratos und der Deimos. Wie kommen wir jetzt hinüber? Kriegen wir schon irgendwie. Durch die Toren tun sie sich nicht hinunter. Elemente verbinden. Setzen Sie mehrere Siegel ein, um Elemente zu verbinden und schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Sie werden größer und leuchten heller, wenn sie miteinander verbunden sind. Hä, was? Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekten und Dornenranken. Sie sind größer und heller, wenn sie verbunden sind. Und wie wirf ich die jetzt? Hä?
Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekte und Dornenranken. Sie sind größer und heller, wenn sie verbunden sind. Okay. Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekten und Dornenranken. Sie sind größer und heller, wenn... Flussobjekten und Dornenranken, okay. Was ist jetzt ein Flussobjekt? Hey, so ich bin jetzt komplett... Leider, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, es tut mir leid, aber ich... Ach, warte mal, das... Ach so. Schießt einen Pfeil auf das, was abbrennen möchte. Das habe ich schon verstanden, aber ich komme ja von da nirgendwo dran. Ich komme ja von da nirgendwo dran. Ah, warte mal. Ja, du stehst halt aber irgendwie ein wenig. Vergebung kann mächtig sein. Selbst für die Unwürdigen. Ah. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Ja, das hat jetzt ein wenig, das... Der hat jetzt ein wenig gedauert. Merkst du, das kommt oft. Ach du Scheiße. Ja gut. Da ist jetzt ein 100 kW Strahl aufgegangen, ja mindestens. Gegner von links! Oh hi. Unter einen Schildschlag! Halten Sie Bier. Achso, die machen. Ah! Gegner hinter dir, Kratos! Jetzt wird das Kampfsystem aber ein wenig komplex, oder? Hä? Au. Aber sie kämpft sehr aktiv mit, das ist lobenswert. Okay, da hinten geht's weiter. Nice. Wait, von da haben wir kommen. Okay, nevermind. Von da sind wir ja gekommen.
Alles, was mein Ehepartner mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es sich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde. Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Oh ja. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben. Wenn er muss. Ja, haben wir ja schon gesehen, dass der Atreus auch durchaus imstande ist, sich alleine zu verteidigen. Ich finde es zwar ein bisschen komisch, dass er mit seinem Bogen zuhaut, aber immerhin. Er kann sich ja mittlerweile verwandeln. Das kommt ja nur dazu. Okay, da haben sie einen Zaunbart. Lieber mit dem Bogen zugehauen als aufs Maul gerückt, ja genau. Was ist denn? Wir haben nicht die Ausrüstung dafür. Ja gut, dann halt nicht. Und was hast du jetzt vor, wenn du keinen Krieg planst? Ich weiß es nicht. Aber bei Atreus gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Findest du die Bläme brutal? Schieße ich nicht jetzt sagen. Generell die ganze Umwelt in dem Dschungel ist brutal gemacht. Bereit? So bereit es nur geht. Keine große Aussprache, I guess. Na? Du bist es wirklich. Du bist endlich wieder bei uns. Ja, Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Vanaheim ließ mich damals im Stich. Führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja, Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an. Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte Mein reagieren? Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe. Wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen. Oh, Freya. Ich trauerte um dich.
so vermisst. Yeah! Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, das reicht jetzt. Jetzt grätscht die eine. Nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Er ist einfach der Allerbisse. Du nicht. Yep, he's out. Ich habe ein paar Dinge mit euch zu klären. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Wie er ausschaut. Scheißerei als kleine Gegenleistung? Also gut. Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Schall verstärkt. Also gut. Freyas Bogen kann jetzt sowohl Schall als auch Siegelpfeile nutzen. Wait. Erst noch irgendwas reparieren. Na schön. Willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Wait a minute, haben wir mir jetzt? Hä, was ist denn mit Matthäus? Könnt ihr alle mal bitte aufhören und einer Dame aushelfen? How long make the stream? Das hinkt nicht mehr lang. Umlungern oder machen wir auch irgendwas? Okay, da gibt's auf alle... Moment einmal. Da gibt's... Vor ihm gibt's auf alle Fälle noch eine Nebenmission. Werden wir uns dann anschauen. Jetzt werten wir auf alle Fälle erst einmal unsere Axt auf. Das ist schon mal das Erste. Und unsere Chaosklingen werten wir auch auf. So. Was können wir da noch? Achso, da können wir noch die... Okay, die Griffe herstellen und so weiter und so fort. Dasselbe ist mit den Klingen. So. Ach so, okay. Ja, gut. Und etwas für Freya? Siegelverstärkung, Schallpfeile versuchen einen erhöhten Schaden. Siegelpfeile versuchen einen erhöhten Schaden. Ja, komm, warum nicht? Okay, Ressourcen. Einen überragenden Auferstehungsstein. Ja, den stellen wir uns her und den... Achso, der einfache geht. Jetzt sind wir einen überragenden haben. Okay, ja gut. Können wir unsere Rüstung verbessern? Wahrscheinlich nicht. Aber weil uns da wieder Steuer geht, das siehst du es da. Okay, da geht uns Stahl noch ab und da wahrscheinlich auch. Oder nein, die gehen sogar. Die Daten sogar geht Armschütze gegangen sogar. Jetzt pass auf, geht Hüftrüstung auch. Die gang auch. Hä, warum geht denn dann Brustrüstung nicht? Warte mal. Die können wir verbessern. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Und die können wir auch verbessern. Verdammt, bin ich gut oder was? Aber Brust braucht... Achso, weil die 8 von denen braucht. Okay, ja gut. Okay, ja gut. So, schauen wir mal, was das für eine Mission ist, was er hat. Was gibt's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge. Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie findet. Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Ich kann mir vorstellen, was das für eine Kugel ist. Oh, und denkt dran, nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Die Kugel ist wahrscheinlich ein Zugangsstein für die, für eins von den Weiten. Ich weiß es. So, Map. Ist das auf der... Achso, das ist nicht einmal in der Welt, oder wie? Ah jo, doch. Die geheimnisvolle Kugel. Na, das ist außerhalb von Vanaheim, oder? Ist das außerhalb von Vanaheim? Was dann halt das selber, wenn es das nicht... so ungefähr. Der ist in Vanaheim, okay. Okay, wir haben... wie kommt man denn dann da hin? Okay. Brutal verzweigt und so weiter. Ja, gut, okay. Gut. Dann haben wir ja schon Content. Für nächstes Mal. Sorry, aber da machen wir einen Cut, das passt ganz gut. Ich reiß jetzt nicht noch mehr so. Das ist eigentlich genau perfekt so. Da können wir jetzt genau da einen Schnitt machen, weil dann haben wir jetzt Vanaheim von der Hauptstory her zumindest Stand jetzt. Da war ich mal fertig. Wir haben jetzt übrigens 15,5 Stunden im Spiel. Ja, und ich habe so das Gefühl, wir haben noch nicht wirklich viel gesehen davon. Ja? Also ich glaube, da kommt noch einiges mehr auf uns zu. Aber auf alle Fälle ist das jetzt, glaube ich, gerade ein guter Punkt, dass man sagt, okay, da sitzen wir jetzt am Pfosten ein und da tun wir dann wahrscheinlich, wenn ich am Freitag streame, am Freitag weiter. Ja? Da muss ich aber noch schauen. Das hat aber easy nicht heißen, soll das aufhören muss. Das ist mir schon klar, Mr. Herbert. Das ist mir schon klar, dass das nicht heißt. Das weiß ich doch. Ja, wenn es noch hingegangen, dann würde ich jetzt noch 8 Stunden da sitzen. Ja, aber das haut halt leider nicht hin. Geht halt leider nicht. Ja. Ich muss auch mal werkeln. Weißt du, wie es ist. So. Bist aktuell bei 24 Stunden. Okay, ja. Ja, das ist ehrlich, das Spiel der Fährzeuge. Ja, da haben wir lang genug gewartet drauf. Das darf sich schon noch ein wenig ziehen. So ist es nicht. Zumal ja jetzt Pokémon sowieso wegfällt, darf God of War ruhig noch ein wenig länger gehen. Und so wie ich das sage, habt ihr sowieso unfassbar viel Bock auf das Spiel. Ja? Genauso wie ich auch. Ja? Das ist eins der Spiele, das nicht enttäuscht bisher. Ja? Also Blocktail war schon sehr, sehr, sehr gut und God of War ist auch sehr, sehr, sehr gut bisher. Ja? Und ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht schlechter wird, als das, was wir bisher gesehen haben. Das wird nur wird's besser. Ja? Schauen wir mal. Da muss ich mal schauen. Also, wie gesagt, entweder normalerweise am Freitag irgendwann, aber das ist halt noch nicht sicher, das steht noch massivst auf der Kippen. Und da muss ich mal schauen. Am Samstag werde ich wahrscheinlich nicht live gehen, weil ich habe von Freitag auf Samstag noch Nachtschicht. Und dann werde ich Samstag wahrscheinlich keinen Stream machen. Kann aber sein, dass ich vielleicht Sonntagvormittag einen Frühschoppen mache. Ja? Sonntagvormittag vielleicht einen Frühschoppen, da darf man dann vielleicht weiter mit God of War. Muss ich mal schauen, je nachdem, wenn ich jetzt Freitag live komme, aus welchen Gründen auch immer, oder sollte ich Freitag live kommen können, dann spielen wir am Freitag oder machen wir Sonntag vielleicht Resident Evil, je nachdem. Das DLC, weil das steht uns ja auch noch offen. Ansonsten schauen wir einfach einmal. Dann wird es dann nächste Woche ist dann eigentlich verkehrt da werde ich Montag schon streamen, aber halt dann am Mittwoch nicht, weil dann habe ich Mittwoch Spätschicht. Ja, kompliziert. Komplizierter ist, wie es sein muss. Aber gut, da sage ich dann rechtzeitig Bescheid. Ja. Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wer da nicht drauf ist. Und da kriegt ihr ja alle Infos, die ihr benötigt. Ja. Wann ich live gehe, mit was, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Gerne einmal noch auf den Following-Button drücken, wer es noch nicht da hat. Ja. Und dir das gefällt, was ich da mache. Steuert man langsam auf 200 zu. Das werde ihm dann schon werden. Irgendwann einmal. Dankeschön. Resi mal in der Nacht spielen, so von 6, 7 weg, einmal durch. Ja, das DLC dauert ja nur 3,5 Stunden oder sowas. 3 Stunden in etwa. Also laut Spielbeschreibung. Gut, jetzt müssen wir schauen. Wer ist denn live?
Das kriegen wir schon unter, ja, ich glaube auch. Ja, nächste Woche eventuell, ich muss da mit der Frau Fichterlin reden, weil die hat ja einen Wunsch bei ihr geäußert, das müssen wir auch noch einzwicken. Also müssen wir mal schauen, wie wir es nächste Woche deichseln. Ja? Aber wie gesagt, das kriegen wir alles hin. Eins nach dem anderen, jetzt passt zu Obacht. Vari, Repi, Basti. Ja, Vari ist bei Blocktail. Auf Blocktail habt ihr mal einen Bock, oder? Ich glaube, der Vari ist, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle. Oh, der ist an der Stelle. Okay, nice. Schön. Na gut. Blocktail Innocence ist zauberhaft, habe ich gehört. Blocktail Innocence haben wir mir selber schon gespielt. Wer weiß das nicht. Lasst beim Ware gerne mal ein bisschen Liebe da, Däumchen da lassen, wer es noch nicht da hat. Ja, ist ein sympathischer Kerl, hat eine Wette gegen mich verloren on Stream beim ersten God of War Stream. Da kann man ein bisschen gegen supporten. Der spielt noch als Einser, wenn ich recht bin. Richtig, der spielt noch als Einser. Ich tippe aber mal, dass der als Zweiter dann auch spielt. Ja? Also wer immer noch Bock auf Blocktail hat, der ist beim Ware jetzt ganz gut aufgekommen. Okay? So, Leils, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Sorry, dass, wie gesagt, heute noch ein paar Minuten später geworden ist, aber manchmal hilft es halt nicht. Ich bin wahrscheinlich, ich sage ihm Bescheid, wann ich wieder live bin. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, Freitag oder Sonntag, je nachdem. Und mit was weitergeht, sage ich gar noch rechtzeitig, okay? Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß bei Blocktail. Genau, ansonsten habe ich alles gesagt. Ich bin für heute raus, haut euch eine und wir hören uns die kommenden Tage irgendwann. Für euch.